Als ein Kind habe ich das nicht gelernt. Ich habe auch nicht allzu viel Kontakt zu. Mein Großeltern haben ab und zu miteinander schnackt, man neu mit uns Kinder. Das hat erst angefangen, als ich in meinem Studium ein Niederdeutsch-Seminar besucht habe. Achter anderen auch im Plattsprachkurs mitgemacht habe und dann gemacht habe, dass mich das doch mal nicht interessiert. Und habe dann auch ein paar andere Leute gefunden, die sich da auch mit in Arbeit haben und so bin ich da nach und nach reinschlittert. Der gibt leider in meinem Alltag nicht allzu viele Leute, mit denen ich Platz schnacken kann. Hin und wieder geht das mit meinen Großeltern, das ist auch wunderbar. Aber auch mit Leuten von meinem Studium und online, da gibt es so eine lütche Community, wo wir auch platt miteinander schnacken können. Man ich hoffe schon, dass das in der Zukunft vielleicht ein bisschen mehr auch noch werden kann. Für mich geht das gut zusammen und ich hoffe auch, dass mehr junge Leute diese Sprache auch eine Chance geben. Ich finde zum Beispiel nicht interessant, dass ein Klicks ein heel anderer Draht zueinander hat, wenn ein sich auch platt unterhält. Und da ist mir das dann auch egal, dass das vielleicht ein Image hat als eine Sprache für alle Leute. Ich meine, das hat ja, als ich das sehe, mit der Sprache an sich nichts zu tun. Dass wir das miteinander schnacken können, dass wir das auch lernen können, das kann ein ja sehen. Und die Sprache ist auch von da auch noch nicht lebendig. Das wurden alltid Worten utdacht. Die Sprache entwickelt sich wer, als eine Sprache das ja auch mag. Und für mich gibt das bloß keinen Grund, warum wir das nicht auch für uns entdecken können und sollen. Ich befahre mich in meinem Studium viel mit Plattdeutsch, besonders mit Literatur und Mittelniederdeutsch. Da schrieb ich nur meine Bachelorarbeit über und habe da so ein bisschen mein Interesse gefunden. Dann besuche ich auch Online-Werkstätten und Klönen kriegen für junge Leute auf Platz, wo wir auch beten uns austauschen können, wo wir vielleicht Platten beten besser ohne die Leute kriegen können. Und ich kicke mir auch platte Medien auf Instagram zum Beispiel an und versuche das zu unterstützen, weil ich das schon auch wichtig finde, dass das sowas gibt. Ich glaube, dass wir vor allem plattdeutsche Medien brauchen, die auch authentisch sind, die sich mit aktuellen Themen gut auseinandersetzen, nicht bloß regional, vielleicht auch die uns moderne Kultur widerspiegeln. Das kann vielleicht der plattdeutsche Bogen, Romanen, Filmen gehen, vielleicht auch Übersetzen von Englischbögen, von Bestsellern und so weiter. An sich müssen wir kicken, dass wir Material für diese Leute haben, die sich für die Sprache interessieren und die auch Material suchen. Weil ich nur glaube, dass wir zwar Leute haben, die in ihrer Freizeit Material machen, Podcasts aufnehmen und so weiter, man das schon nicht genug gibt, um uns junge Leute gut zu repräsentieren. Und wenn wir wollen, dass das in 50 Jahren auch noch Leute gibt, die Platz schnacken, dann müssen wir kicken, dass das eine Sprache ist, die auch attraktiv für junge Leute auch gut kickt. Und dafür müssen wir auch sichtbar werden.